Servus ihr Lieben, heute ist Sonntag, die Sonne scheint. Es ist zwar kalt, aber die Sonne ist da und es ist einfach herrlich. Und ihr seht hinter mir eine komplett frisch geackerte Ackerfläche. Ich hatte das Glück, dass ich gestern einen anderen Landwirt von mir noch getroffen habe. Und der hat mir verraten, dass er gerade hier den Acker frisch geackert hat. Und das ist genial. Ich freue mich. Hier war ich schon lange nicht mehr. Ich bin mal gespannt, ob was geht. Und wenn nicht, dann auch egal. Das Wetter ist einfach mega genial. Und ich freue mich, weil andere Ackerfläche, neues Glück. Genau. Auch heute bin ich mit dem Garrett Apex unterwegs, der mir freundlicherweise von DTI zur Verfügung gestellt wurde. Und wie ich es gestern schon mal am Ende vom Video gesagt habe, also seit Freitag, dem 27. bis heute, 29.11. gibt es bei jedem Kauf bei DTI eine Fundtasche, eine Garrett Fundbox und das DTI Schatzsucherhandbuch gratis umsonst mit dazu. Ich laufe, wie ich gestern im Video schon gesagt habe, im Multifrequenzverfahren ab sofort. Und ja, sieht gut aus. Ich glaube, ich muss da ein bisschen weiter reingehen. Hier sieht es recht holprig aus, wie ihr seht. Und das ist eine recht große Fläche. Und da freue ich mich drauf. Da habe ich dann die nächsten Wochen was zum Suchen. Was Neues. Endlich mal wieder. Da würde ich sagen, legen wir doch gleich mal los. Wünsche mir gut Fund. Und dann sehen oder hören wir uns beim ersten Fund. Also, los geht's. So, und der erste Fund. Ein Bleisiegel. Also ich habe vorher schon das Signal gehabt. Das war irgendein Stück altes Kupfer. Habe ich nicht gefilmt. Und hier der erste schöne Fund. Ein Bleisiegel. Mega. Ich freue mich. Cool. Und die Sonne, ich kann es gar nicht betonen, gestern in dem Nebel abartig. Sehr schön. Schönes Bleisiegel. Cool. Weiter geht's. So, ich habe jetzt echt einigermaßen viel interessanten Schrott ausgegraben, den ich nicht gefilmt habe. Mitunter zum Beispiel diese runde Scheibe aus Metall. Die ist ziemlich dick. Das wird nichts Besonderes sein, denke ich mal. Aber jetzt habe ich gerade eben das hier gefunden. Und das ist nicht aus Eisen, sondern das ist aus Bronze, so wie es aussieht. Und ich meine, da sind Symbole drauf. Ich kann es nicht richtig ausmachen. Aber wenn ich so gegen das Licht halte, seht ihr hier drüben so Punkte, die so runtergehen. Sieht aus wie eine kleine Säule oder sowas. Ich weiß nicht, was es ist. Es hat eine angenehme Dicke. Dann später mal mit ein bisschen Flüssigkeit sauber machen. Aber das ist sehr interessant. War natürlich ein mega Signal. Da hat es mich jetzt gerade voll gerissen. Ich bin mal gespannt, was das ist. Sehr geil. Keine Ahnung. Wenn, dann ist es sehr groß. Also wenn es eine Münze sein sollte, mal schauen. Cool, gefällt mir. Ganz mal total andere Funde. Cool. Weiter geht's. So, und der nächste Fund. Ich hoffe, das ist eine kleine alte römische Münze. Es muss eine Münze sein. Die ist verbogen. Sie ist schön dick, schön klein. Ich kann jetzt gerade eben nichts drauf erkennen. Und ich hoffe, dass es eine schöne alte kleine Münze ist. Sieht auf alle Fälle nach Bronze aus. Ich bin mal gespannt. Cool. Weiter geht's. Und so, das was ihr hier seht, das ist ein unliebsamer Gast auf vielen Ackerflächen, die ich habe. Und das nennt sich Koks oder Hot Rocks. Und diese Dinger sind scheiße. Sie kommen auf dem Garrett Apex mit 35 rein, mit einem, also wo ich nicht graben würde. Und wenn man da mit dem Pinpointer drauf geht, ihr seht, mich hat es jetzt nur interessiert, was es ist. Und tatsächlich ein Guckstein. Cool, weiter geht's. So, dann kommen wir mal zur Fundzusammenfassung. Fangen wir mal mit dem Schrott an, den ich ausgegraben habe. Mumpel. Ich habe eine ganze Mumpel gefunden, ich glaube, die liegt noch in der Fundtasche. Dann hier irgendwas Aluminium beschriftet. Das ist, denke ich mal, irgendwas Mechanisches aus der Landwirtschaft, vermute ich. Dann hier drüben haben wir Blei. Das hier war ein super Signal, eine sechskantige Schraube, denke ich mal. Ihr seht hier den Kopf. War natürlich ein super Signal, aber es war nichts. Und dann diese Teile hier, das sind, denke ich mal, Teile von einer Schraube oder irgendeiner Niete oder also irgendwas Schrott halt. Und das habe ich einmal in groß, in
mit Schaustellmittel und den kleiner gefunden. Dann, das denke ich mal, könnte ein Ladeclip sein. Sieht so aus. Das, keine Ahnung, ist aus Kupfer. Dann, das ist das andere kleine Kupferstück, was ich euch gesagt habe. Dann hier die Bleiplombe. Genau, die habt ihr ja vorher gesehen. Dann, was auch immer das Ding hier ist. Machen wir es mal scharf. Genau. Schönes dickes Teil auf alle Fälle. Und das hier, wie gesagt, servus. Ich mache mal kurz Pause. So, ich habe mich jetzt gerade super unterhalten, war echt lustig. Waren einige Spaziergänger da, die mich schon beobachtet haben auf der Ackerfläche und natürlich jetzt dann auch wissen wollten, was ich da eigentlich mache. Und wie gesagt, das sind die schönen Funde. Ich hoffe, dass das, da liegt's, dass das tatsächlich vielleicht eine alte römische Münze ist. Das muss ich mir mal in Ruhe mit der Lupe anschauen. Ich meine auch, dass hier was drauf ist. Genauso wie auf diesen geheimnisvollen Fund. Also da bin ich wirklich gespannt, ob ich da drauf was erkennen kann. Und ihr seht selber, das ist irgendwie, hat es hier so Pickelchen überall. Keine Ahnung. Vielleicht ist es auch einfach nichts Sinnvolles. Und einer von den Besuchern, mit denen ich mich gerade unterhalten habe, der hat gesagt, das könnte vielleicht sogar ein altes Gewicht sein. Und da kann er gar nicht so Unrecht haben, dass es tatsächlich ein altes Gewicht ist. Ich werde das mal daheim auf die Waage legen, um zu gucken, ob ich da eine runde Gradzahl, sei schon, eine runde Grammzahl hinbekomme. Immer gut, sich zu unterhalten mit den Leuten und freut mich ja, weil sie auch wissen wollten, wie das rechtlich ist und alles. Und es ist schön, da auf Interesse zu stoßen. Gefällt mir. Sehr gut. So, dann sehen wir uns gleich nochmal. So, ihr Lieben. Ich habe mir heute mal ein Bier mitgenommen. Das kann ich euch nur empfehlen. Ist ein Ingolstädter Bier, heißt Gutsbräu aus Oberhauenstadt und wird von Nordbräu hergestellt. Also Nordbräu, falls ihr meine Videos anschaut, dieses Gutbräu, das ist euch gut gelungen. Die Kamera wird immer hell und dunkel. Ich schaue mal, dass ich hier noch ein Licht mit dazu anmache. So, vielleicht sollte man mich so besser sehen. Ja, genau, das sieht, glaube ich, besser aus. Prost auf euch. So, hat echt Spaß gemacht, auch jetzt gerade das Gespräch noch. War lustig. Und ja, ich freue mich, wenn ich das nächste Mal hier wieder auf diesen Acker komme. Bin mal gespannt, was ich dann finde. Und waren interessante Funde, muss ich echt sagen, mal ganz was anderes. Und auch keine normale Münze gefunden, was mich sehr freut. Auf dem Acker liegt, sag ich mal, relativ wenig ziviler, aktueller Schrott rum, wie auf meinen anderen Ackerflächen. Bin ja ein bisschen abseits von, sag ich mal, normalen Straßen, wo halt der normale Müll dann in die Ackerfläche reinwandert. Genau. Jo, hat Spaß gemacht, vor allem mit der Sonne. Das war einfach richtig geil im Vergleich zu gestern. Es ist zwar frisch, aber man kann es aushalten. Genau. Heute ist der erste Advent. Ich habe euch ja gestern schon mal einen schönen ersten Advent gewünscht. Das wiederhole ich an dieser Stelle nochmal. Einen schönen ersten Advent. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Also bleibt gesund. Viel Spaß und gut Fund beim Sondeln, falls ihr noch unterwegs seid. Habt ihr ja schon in die Kommentare reingeschrieben, sind da doch noch einige unterwegs. Und ja, wir sehen uns. Also, haut's rein.